Da sind wir. Tag zusammen zur ersten Verlosungsaktion von zwei Kölsch. Da geht direkt dein Handy. Ganz neu. Berlin macht's hier sofort, ja. Erster Livestream überhaupt und nach 5 Sekunden schellt dein Handy. Ja, ja? Das nennt man Vorbereitung, Leute. Ja, das ist der Erste, der hier anfängt, von euch hier sich reinzuschalten. Das ist das, ne? Herzlich willkommen zur Verlosung unseres Hoodies. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir auch ansonsten von Gaffel noch ein paar coole Preise gekriegt haben. Ja. Dazu gleich mehr. Ja. Und ja, wir wollten natürlich auch noch mal sprechen über das Ergebnis kurz. Ja, das war ja dann doch irgendwie ganz lustig. Ich meine, es hat sich an dem Tag natürlich rauskristallisiert, dass die meisten Leute Herrn Spinner die Schuld an allem geben. Nun ist er just an dem Tag zurückgetreten und insofern, war das wahrscheinlich der Reflex, der kommen musste. So, was uns dann doch überrascht hat, ist, wie ungleich innerhalb des Vorstands, des oft kritisierten Vorstands, dann die Schuld verteilt wurde. Ne? Herr Ritterbach ist sehr gut weggekommen. Vor dem Interview, wie gesagt. Ne? Das der Tünn nicht ganz so gut. Ne? Der Tünn war fast so schlecht dran wie wir. Ne? Danke übrigens nochmal für das Voting. Ja, super. Ne? Ihr habt das missverstanden. Ne? Ja. Aber vielleicht noch ein kleines Anekdötchen. Es war tatsächlich so, wir haben die PK aufgenommen an dem Abend, haben zusammengepackt, nach Hause gefahren, aufs Handy geguckt, irgendwie 25 Nachrichten und just in diesem Moment war der Spinner zurückgetreten. Ja. Deswegen konnten wir, Gott sei Dank, in der Postproduktion dann noch dieses ominöse bitte jetzt nicht mehr anrufen einfügen. Ja. Aber wir haben wirklich während der PK, während wir die gedreht haben, wussten wir das noch nicht. Ja, wir sind angekommen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Ist jetzt die ganze PK im Eimer? Muss man die eigentlich noch was Und sie haben uns dann dafür entschieden, nee, im Grunde ist die Frage ja trotzdem richtig gestellt, ne? Auch wenn Herr Spinner dann zurückgetreten ist, ne? Kann er trotzdem die Schuld haben an allem. Ne? Also könnte theoretisch, wenn es so einfache Antworten gäbe. Ja, definitiv. Also auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr da so aktiv mitgemacht habt. Und wir haben ja auch gesagt, dass alle Kommentare einfließen in die Verlosung. Also auch diejenigen, die irgendeinen Quatsch da reingeschrieben haben, die sind jetzt auch hier in diesem Topf drin. Können wir schon mal zeigen. Und nehmen teil. Ja, wir haben also hier, um das zu zeigen, wie wir das gemacht haben, wir haben hier eine Liste erstellt. Ne? Das ist eine relativ lange Liste, wie ihr sehen könnt, ne? Mit den Namen derer, die sich beteiligt haben. Und das haben wir dann alles fein säuberlich ausgeschnitten und in so kleine Fitzelchen hier verpackt, sodass also gleich hier auch ohne irgendwie Jurist, Notar und so weiter wirklich vernünftig, sage ich mal, gelost werden kann, gezogen werden kann. Es ist fast wie beim DFB-Pokal. Allerdings geht es ja diesmal nicht um Heim- oder Auswärtsspiel. Beim FC kriegen wir immer nur Auswärtsspiele zugelost. Ja. Und hier geht es heute um verschiedene Preise und darüber reden wir gleich. Ja. Jetzt wollten wir noch einen kurzen Schwenk machen zu den Zweitligaergebnissen. Die waren ja schon wieder ganz positiv, obwohl wir gar nicht dabei waren. Ne? Kann man sagen. Ne? Also der HSV hat nur einen Punkt geholt, wenn man jetzt überlegt, dass wir im Grunde 2 Spiele noch zu spielen haben und trotzdem immer noch Erster sind. Unglaublich. Ist das schon eine richtig, richtig gute Ausgangsposition. Wäre natürlich mega geil, wenn man dann morgen gegen Kiel wirklich 3 Punkte holen würde. Und das Nachholspiel auch noch gewinne, dann muss man sagen, dann hat die Mannschaft wirklich sich das Feiern absolut verdient. Wir müssen übrigens mal den Modus ändern, sehe ich gerade. Ne? Ja. Weil wir, oder? Sind wir im richtigen? Nee, wir sind im richtigen Modus. Ach, guck mal, wir haben sogar schon Likes gekriegt. Nein. Wir haben schon Kommentare, aber wir müssen die mal aktivieren. Ach so. Hey, da sind ja Leute gekommen. Können wir es sehen. Servus. Ja. Melanie Steiger winkt uns zu. Das ist schön. Maurice da Vinci, Mahlzeit, jawohl. Deine Frau guckt auch zu. Meine Frau, oh. Hallo, immer Dagi. Unter Beobachtung. Hallo, Schatz. Wilfried Schinzilords. Michael Wagner, Stefan von Hill, guten Abend. Cool, hör mal. Das Jan ist van cool. Buren. Die Holland-Fraktion ist auch schon. Wo sind denn hier unsere Lieblingsholländer? Die sind noch gar nicht. Vielleicht kommen die noch. Naja. David und Jün. Gut, was wollen wir machen? Wir freuen uns natürlich, wenn jetzt langsam noch ein paar mehr Leute reinkommen. Das ist ja großartig überhaupt schon, dass ihr Zeit habt, genau jetzt. Wir verlosen. Was kannst du nicht lesen? Brauchst du Brille? Ja, ohne Brille kann ich nichts erkennen. Ja. Sehe ich ja nichts. Arndt Ewald. Thorsten Halfenberg. Die großen Braunschweiger.
Also, wir fangen quasi, wir gehen von klein nach groß. Ne? Wir verlosen als allererstes Bierdeckel. Ne? Und zwar nicht nur irgendwie 1, 2, sondern so einen ganzen Packen hier. 100 ne? Stück. Was sind das? 100 Stück. Ne? Ja. So, den verlosen wir 4-mal. Also die ersten 4, die gezogen werden, kriegen jeweils so einen Packen. Ja, genau. So, dann gibt es nochmal 4 Verlosungen und das sind dann in dem Fall 4, und da vielen Dank an die Kollegen von Gaffel, 4 5-Liter-Fässchen können wir verlosen. Richtig geil finde ich das, ja. Die kriegen dann die nächsten 4. So. Und dann hat sich Gaffel, ich sage nochmal, dann haben wir Gutscheine gekriegt, und zwar Kranzgutscheine im Gaffel am Dom. Ja. Man kann das hier, weiß nicht, ob man das so erkennt, müsste man aber. Ich muss mal warten, weil das Bild, das dauert ja immer ein bisschen länger. Was steht da drauf? Auf dich, wer selber wartest da. Ich muss die Brille anziehen. Da steht es. 2 Kölsch Gewinnspiel steht da drauf. 29.03. Ja. Ein Kranz mit Gaffel. Gibt's dafür. Okay, davon haben wir 5 Stück. 5 Stück. Und wenn wir damit durch sind, dann sind wir angekommen beim Hoodie. Ja. So, den haben wir, weil wir so clever sind, nicht griffbereit. Warte, ich stehe den gerade. Ja, das ist, denn du hast Ahnung von der Technik, von der ich nichts verstanden. Wir hatten ein bisschen hier Einrichtungshassel und haben gesagt, oh, klappt das? Ja, wir sind ein bisschen, der Ton ist nicht da. Wir sind ein bisschen weit auf den letzten Drücker sind wir fertig geworden. Ja. Naja, also den Hoodie kennt ihr ja auch schon. Und heute wurde schon angekündigt, dass er beim nächsten Köln-Marathon mitlaufen soll. Von der Christine, die den unbedingt haben will. Sehr cool. Vielleicht gewinnst du ihn ja, Christine. Du bist bestimmt da, oder? Mal gucken, sehe ich dich? Keine Ahnung. Hier im Moment noch nicht. Naja. Gut. So. Sollen wir zur Tat schreiten? Ja, bitte. Würde ich sagen. Also nochmal, hier ist unser Tönchen. Topf. Ne? So, und als allererstes, jetzt geht es hier drum um ein 100er Paket Bierdeckel. Das kriegt, schreiten Sie zur Tat, Ihr Glücksfee. So, vielleicht ein bisschen noch die Spannung erhöhen. Also wir haben ja Einsender von Facebook, YouTube und Instagram. So, und die sind alle hier drin gelandet. Von Facebook waren es, glaube ich, die meisten. Und jetzt weiß ich selber nicht so genau, ob der oder also mehrere, muss ich den hier. Das war jetzt schon. Ich habe einen. Hey, das ist also. Hey. Alfred Ekel. Ja. So. Alfred Ekel. Ich weiß im Moment nicht genau, von welcher Plattform der kommt. Das ist auf jeden Fall unser erster Gewinner. Sehr geil. Also, herzlichen Glückwunsch. Du weißt ab jetzt, wo du dein Bier hinstellen musst. Ne? Wie merken wir uns das denn jetzt? Naja, ihr müsst jetzt hier, also das müssen wir uns später den Stream mal angucken. Ja, genau. So. Vielleicht kann das einer in die Kommentare schreiben. Wer hat Protokollpflicht heute? Ne? So, jetzt muss ich auch mal einen ziehen hier. Ja. Ihr seht, das ist auch nur einer. Ne? Der nächste ich kann den jetzt allerdings nur so. Ihr seht es vor mir. Burkhard Bring. Das ist auch ein Facebook-Mann hier, korrekt. Ja. Sehr gut. Auch einmal Bierdeckel gewonnen. Sehr schön. So. Hoffentlich. Jetzt freut er sich ein bisschen. Ja, ein bisschen dann rumwühlen. So, warte mal hier. Mach das nicht alles kaputt. Geil. Wer ist der Nächste? Handarbeit, alles. Michael Cornelius. Ja. Super. Du hast auch die Bierdeckel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Siehst du, jetzt musste der wahrscheinlich nur noch eine Kellerbar einrichten und dann. Ja. So, nochmal Bierdeckel. So, der nächste und letzte Bierdeckelgewinner ist Hartmut Eickhoff. Herzlichen Glückwunsch, Hartmut. Happy Bierdeckel. Ab sofort keine Grenze mehr auf dem Tisch. So, genau, wunderbar. So, die sind fort. Jetzt wird es. Die sind fort. Genau, jetzt geht eine Stufe höher und wir verlosen 5 Liter
Fässchen Gaffel. Ja, genau. Vier Stück. 4, Genau. 5 Ja, Liter. ja. Ne? Wir würden auch 5 4 Liter verlosen, die gibt es aber nicht. So. Das erste 5 Liter Fässchen gewinnt die erste Frau, Christa Spenrath. Na, das Herzlichen Glückwunsch, Christa. feuchtfröhlicher Abend. Ne? Nicht alles alleine trinken. sag Ja, ich genau. immer, Und vor allem nicht alles direkt. So, dann darf ich auch ein 5 Liter Fässchen. Ja. Ne? So, freuen uns Kommen da natürlich. eigentlich noch Kommentare? Da oben kommen jetzt. Also man muss die Upsa. aktualisieren. So, So läuft das also hier. So, ich will aber hier euch nicht vorenthalten. Ich habe hier jemanden gezogen. Und das ist der Timo Jäger. Das ist der Zettel, der den Kopfschmerz macht am nächsten Tag, wenn du nicht ein paar Freunde einlädst. Ne? Also, 5 Liter Fässchen. Da. Next one. Next one. Fabian Fester. Ja. Fabian Fester, auch ein 5 Liter Fässchen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Fester Mexikaner. Ja, genau. Ja, also Witze über Namen. Trink Ich weiß Fester, mein genau, Bester. sollte man wirklich nicht. Komm, wir stoßen machen. mal ein. Ja, komm, einmal noch, ja. Prösterchen, Leute. So, Letztes Fässchen. letztes Fässchen, Leute. Da. Das macht eigentlich sogar richtig Spaß, ne? Ja, absolut. Dieter Jesper. Auf Fester folgt Jesper. Ja. So, also, Prost würde ich sagen, ne? 5 Liter Fässeken. So. So. Und jetzt kommen die Kranzgutscheine. Kranzgutscheine, ne? Einzulösen im Gaffel am Dom. Da kann man sich beliebt machen mit so einem Ding. Und der erste Gewinner ist Christian Joe. Christian Joe. Das ist ja ein Nachname, ne? Das ist ein Nachname, ne? So wie bei John. Ne? Ah ne, das ist... Glückwunsch, Christian. So, ich wühl wieder. So, und hab hier euer ganz klein gefiddeltes. So, der zweite Kranzgutschein geht an Christian Sprenger. Wir haben hier Prominenz in der Lostrommel. Ne? Also ich würde sagen, am nächsten Mal, wenn du im Zug sitzt und zu irgendeinem Spiel fährst, Nimmst du den Kranz mit, ne? nimmst du Genau, ne? Nimmst dir einen Kranz mit, der Bahnhof ist ja um die Ecke. Ne? Also macht bestimmt einen guten Eindruck. Ja, und Christian, ich habe das gelesen, du kommst zum Bütchen, ne? Das hast du versprochen, das wollen wir hier auch mal festhalten. Ah ja. Bütchen, Frankenstraße, hast es angeblich nie geschafft. Spätestens, wenn wir in der Bundesliga spielen, dann kommst du vorbei. Und schmeißt da auch noch mal eine Runde, ne? Sehr als gut. Newbie. So, So, nächster. Nächste. Ja, auch ein bekannter Name. Rainer Pandolfi. Auch ein Kranzgutschein. Ein Kranzgutschein, die Nummer 3. Da sind übrigens 12 Stück drin, ne? Also weiß man als Kölscher, weiß man das schon, aber nur noch mal gesagt. Ja, also Nächste auch nicht empfohlen zum ganz selber trinken. Ne? Das letzte schmeckt dann auch nicht mehr, das ist dann schal. So, Ja. da haben wir wieder einen. Joachim Schumacher, auch kein Unbekannter. Ist das unser Vizepräsident? Ah nee, das ist das denn. So, du kriegst auch einen Kranzgutschein. So, und Das war der vierte jetzt. Ja, das war nicht, der dass wir, vierte. nicht, dass wir zu viel verspielen. Ja, dann haben wir ein Problem. Ne? So, also und letztes hier. Letzter einmal in die Kranzgutschein. Schüssel gegriffen. Simon Terodde. Nein. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Simon Tell ist es. Tell trifft auch immer. Ne? Hab ich Simon gehört, Tell. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gut. So. So, jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Ja, Jetzt, jo, da müssen wir noch ein bisschen Spannung aufbauen. Ne? Das- Wir können ja noch über die Bundesliga reden. Sag mal, wie hat Gladbach eigentlich gespielt? wer ist das denn? Naja, ähnlich gut wie Hör mal. Leverkusen, würde ich sagen. Ja, Fortuna Düsseldorf entwickelt sich immer mehr zu meinem fast Zweitlieblingsverein. Schalke geschlagen 4-0, jetzt Gladbach geschlagen. Also ich freue mich auf die nächste Saison. Ja, da werden die hoffentlich abbauen. Ja. Ja, So,
kommen wir zur... Da ist die Lostrommel und alle die ihr jetzt noch nichts anderes bekommen habt. Ja. Ne? So, habt Der ihr Sieger. Einmal ganz kurz noch auf die Kommentare gucken. Wer ist noch gekommen? 34 Kommentare, aber wir kriegen die gerade nicht aktualisiert, ist das doofe, ne? Die zeigt uns keiner, ne? Ja. Die neuesten sehen wir nicht. Na gut, okay, dann ist das so, ne? Köln so, wer Snacks. kriegt den Hoodie? Soll ich ziehen? Willst du Top ziehen? 0. Wer zieht? Du darfst. Ich Oder wir ziehen zieh. zusammen? Wie soll das gehen? Probieren. Oh. Das ist mir ehrlicher. Das ist der Robert wird wärmen, ne? Ja. Nehmen wir den? Ja, Der ist den es? nehmen wir. So. Das ist er. Moment, noch nicht. Spannung. Das ist ja geil. Geil. Da muss der FC Uffi Junior Jawohl. kriegt den Hoodie. Das ist der Hoodie-Gewinner. Ja. Das ist entweder YouTube oder Insta. Und sehr, sehr geil, Junge. Vielleicht ist es ja auch ein Mädchen, wer weiß das. Uffi? Uffi ist es, kann alles sein. Ne? Ja. Also, Uschi kann es auch sein. Uffi. Oder wir haben uns verschrieben. Ne? Vielleicht waren auch einfach die Konsonanten aus, hier die richtigen. Ne? FC Uffi Junior. So, also bitte, bitte, bitte melden. Ganz wichtig bei der Hoodie-Nummer ist natürlich, dass wir eine Größe haben oder eben es wird dieses Match-Worn-Ding, das geht auch, ne? Dass wir das Ding, mit dem wir die ganze Zeit durch die Gegend rennen, abgeben. Ansonsten würde es, und damit verrate ich auch schon die nächste Neuigkeit, würde es der Hoodie sein, den es ab jetzt bei uns im Shop gibt. So, weil ganz ehrlich, ihr habt uns mürbe gemacht. Wir haben, wir sind so oft gefragt worden. Gibt's die Shirts zu kaufen? Kann man das irgendwo kriegen und so weiter? Wir haben immer gesagt, nee, das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. So, irgendwann waren wir das leid, dass uns die Leute angucken, als hätten wir sie nicht mehr alle. Und irgendwann ist es auch so, dass man selber anfängt, sich zu fragen, warum eigentlich nicht? Warum machen wir das nicht? So, also haben wir nach Partnern gesucht, geguckt, mit was man das machen kann. Was gibt's denn für Plattformen, mit denen man sowas abbilden kann, ohne dass wir die ganze Zeit zur Post rennen müssen. So. Umtauschen. Oder umtauschen, was weiß Oder ich die was. größer So. machen, kleiner machen. Das haben wir jetzt gefunden und wir werden den Link zu dem Shop, der ab heute eröffnet ist, den werden wir gleich unten in die Kommentare posten. So, das wird es dann irgendwann auch nochmal, gibt es einen Zugang zu Facebook, das machen wir dann. Das machen wir am Montag. Am Montag. 1.4. Genau. Ist auch kein Aprilscherz. Wir hatten auch überlegt, ob wir erst Montag starten, aber haben dann gesagt, nee, komm, also wenn wir hier schon das ganze Livestream, dann können wir diese Botschaft verkünden. Also, es sind noch nicht viele Produkte drin, ich glaube 3 oder 4 oder sowas. Es sind, also 3 verschiedene Motive gibt es, ne, genau. so, und die gibt es dann natürlich einmal für Frauen, einmal für Männer, einmal, wir haben auch an die Kinder gedacht. So, Säuglinge. sogar an die Säuglinge, ja, die Alles sich dabei. noch gar nicht wehren können. Ne? Ja, also uns wird natürlich wahnsinnig interessieren, ob ihr da irgendwie Spaß habt, ne, wenn ihr da mal drauf guckt, ob euch das gefällt und ob ihr Anregungen habt natürlich. Welche Motive müssen da unbedingt noch hin? Was im Moment noch nicht geht, ist die klassische Zweikölsch-Nummer mit vorne hinten bedrucken. Also dieses Nebeneinander stehen, was wir immer machen im Stadion, funktioniert so noch nicht. Da arbeiten wir dran. Das kommt bestimmt ganz schnell. Ne? Ja. So, also jetzt, da sind plötzlich wieder Kommentare gekommen. Und ich wusste doch, dass die Christine dazu gekommen ist. Der David ist auch dazu gekommen. Sehr, sehr schön. Fülle, hör mal, hier ist ja alle Mann am Start. Steffi B. Und das war übrigens die erste, die ein Zweikölsch-Fan-Shirt sich selber gestrickt hat. Genau. Das war beziehungsweise eine Riesenüberraschung Steffi. damals. Sehr geil. Sandra Ziebke ist auch da. Sehr schön. Grüße aus Luxemburg, bis morgen im Stadion. Klasse. Favorite Niederlanders sein er. Ja, siehst du. Grüße aus Lippstadt. Bringen Sie den Kranz nach Hus. Meinst du die Grenze unter unseren Armen oder was? Das macht ja richtig Spaß hier. Das ist geil, das müssen wir jetzt öfter machen. Das ist wirklich unser erster Livestream, nicht nur bei Facebook, nicht nur jetzt mit Zweikölsch, sondern für uns beide überhaupt. Und das ist Markus Krücken, viele Grüße. Ja, zurück an dich, Markus, sehr geil. Laurentius von Matterhorn. Ach, ja genau. Du hattest, glaube ich, irgendwas geschrieben, auch wann die Verlosung dann endlich startet, ne? Christa Spenrath hat 5 Liter. Danke, dass es hier aufgeschrieben wurde. Laurentius, genau.
Timo Jäger, Laurentius. Super. Ja, fantastico Geil. hier, wie das läuft. Sehr, sehr ja, geil. Klasse, klasse. Wie geil, ja, richtig mit Protokoll. Also Glückwunsch an euch kann alle. man echt brauchen, das muss Ja, man schon super. sagen. Ne? Also wir sind ein bisschen ich echt stolz super, auf ja. euch. Also kann ja keiner mit rechnen, ne? Dass ihr Das ist morgen 3 Punkte. sehr, sehr cool. Ja. Ja, Leute, auch wenn uns das gerade sehr viel Spaß macht, aber irgendwann muss auch das Ding wieder Muss sein. geschaltet Genau, werden, ne? Denn ihr habt vermutlich auch noch was anderes zu tun. Wir sehen uns mit ein bisschen Glück morgen im Stadion, Ja. ne? Vorm Stadion. Wir wollten ja auch noch sagen, wo wir die Fässchen übergeben, ne? Das ist richtig, genau. Genau. Also Leute, Übergabe dieser Geschichten ist natürlich wichtig. Nicht nur die Fässchen, sondern auch die Bierdeckel selbstverständlich. Und auch bei dem Hoodie wäre es natürlich cool, wenn wir eine persönliche Übergabe machen könnten. Und wir würden vorschlagen, dass wir das im Kiosk, ne, an der Frankenstraße machen. Also Bütchen, ja, hier, beim Junker. So, und das macht wahrscheinlich aber keinen Sinn, das schon morgen sozusagen übers Knie zu brechen. Dann braucht ihr auch ein bisschen zu gucken, dass ihr Zeit habt zu planen oder sowas. Also würden wir sagen, machen wir da großes Come-Together vor dem Hamburg-Spiel. Ja, es Vor dem ist HSV. ein Montagsspiel. Sieg gegen den HSV. Vor dem Sieg gegen den HSV, genau. Ne? Können wir da eigentlich schon die Meisterschaft, hätte ich fast schon gesagt, den Aufstieg, Meisterschaft auch, den Aufstieg schon klar machen gegen den HSV? Ne, das schaffen wir Da nicht. wird ein bisschen eng. Ne? Da müssten die ja das... nee. Das schaffen wir nicht. Nee. Gut, also, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, sagt, Leute, da kann ich nicht, machen wir irgendwie anders, kein Thema. Also wir kriegen das alles immer geregelt, aber wir fänden es geil, wenn wir uns vor dem HSV-Spiel tatsächlich am Bütchen treffen könnten. Ja. Das wäre Montagabend. klasse. Ne? 20:15 Uhr ist Genau. das Anpfiff, ne? Genau. Wir sind dann so, denke ich mal, ab 18 Uhr oder sowas da. Genau, zum Vorglühen. Ja. Ne? Und natürlich, ganz wichtig, das Fässchen, ne? Können wir dann im Bütchen lagern. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ihr mit einem Fässchen ins Stadion müsst. Ne? Was ja lustig wäre, müsste man mal probieren, ob das geht. Ja. Ne? Aber ich nehme an, die Haben wir zwar noch nicht als abgesprochen, Wurfmaterial- aber wir haben ja ganz gute Connections. Ja, das wird schon gehen. Ja, also dann Leute. würde ich sagen, ne, zum Abschluss nochmal Zwei Kölsch. auf 3 Punkte. Wir haben ja auch die Shirts für morgen an, das hat man gar nicht gesehen, weil der Bildausschnitt das nicht hergibt. Ne? Jetzt? Kölle entert, Ja. Kiel kentert. Zum Grüß euch, Wohl, Leute. Bis bald. Danke fürs Zusehen. Sehr geil. Ciao. Machen wir demnächst nochmal. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Live-Video beenden. So. Würde ich Macht's sagen. gut. Ciao. Ciao. Ja, möchte ich Jetzt beenden. beendest? Musst du